coming from the rear, even dykes wanna get it. Screaming I'm the man every night when I hit it. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Review-Tutorial von dem Indie-Titel Banished. Ich bin Jay, ich bin aus der Schweiz, darum auch mein lustiges Hochdeutsch, aber das soll euch heute nicht mal stören, weil ich werde viele interessante Dinge über dieses Spiel verraten und wenn es euch interessiert, bleibt dran. So, als erstes, wir sind hier im Menü, das Spiel, was es noch zu sagen gibt, es ist zu Steam. Auf Steam erhältlich, in Steam Greenlight für, ich glaube, 18, 19 Euro. Und, was noch viel, viel wichtiger ist, das Spiel ist von einer einzigen Person programmiert worden. Wirklich nur eine einzige Person hat an diesem Spiel gearbeitet. Ich glaube, sie hat 3 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, gebraucht. Aber hat es tatsächlich fertiggestellt. Das Einzige, was er nicht selber gemacht hat, ist die Musik. Das hat ein Freund von ihm komponiert. Weil er einfach keinen Bock hatte. Nein, ich weiß es nicht. Also, als erstes, wenn ihr das Spiel startet, seht ihr dieses Fenster hier. Wir klicken dann auf New und dann geht dieses Fenster auf. Hier könnt ihr als erstes den Namen wählen. Hier der Mapseed. Jeder, der Minecraft spielt, weiß, was ein Mapseed ist. Diese Nummer hier generiert euch die Karte. Das heißt, wo ist Wasser, wo sind die Berge und so weiter. Also, wenn ihr mal eine gute Karte habt, notiert euch diese Nummer hier. Und dann könnt ihr jedes Mal wieder die gleiche Karte spielen, wenn ihr das denn wollt. Dann den Terrain-Typ, gibt es Valleys oder Mountains. Valleys sind mehr flache Gebiete, Mountains sind die Berge, sind um einiges schwieriger zu bebauen als die flachen Gebiete. Aber naja, ich habe Valleys, die Größe natürlich Large, könnt ihr Small und Medium noch wählen, aber Large passt ganz gut. Dann das Klima, ich habe auf Mild, dann gibt es noch Fair und Harsh. Das ist einfach das Wetter, genau, dieses Wort habe ich gesucht. Und die Starting Conditions, Hard, Medium und Easy, je nachdem. Auf Easy habt ihr natürlich am Anfang am meisten Leute, am meisten Materialien und Häuser und so. Medium habt ihr weniger und Hard habt ihr dann gar nichts mehr, nur ein paar Leute und ein paar Samen. Ich spiele auf Medium, weil mir das am meisten Spaß macht. So, ich spiele das Spiel seit etwa 10 Stunden jetzt, habe eine Karte gemacht, einfach mal so zum Schauen, etwa 2 Stunden und habe dann noch eine neue Karte gestartet, habe circa 8 Stunden gespielt auf dieser Karte, die werden wir jetzt mal loaden und dann kann ich euch ein paar tolle Dinge davon zeigen, was in Banished so abgeht. Ich habe zurzeit nach ca. 8 Stunden so ziemlich alles gebaut, was möglich ist in diesem Spiel. Aber zum Zeigen soll es reichen. Und es ist auch noch bei Steam Greenlight. Das heißt, es wird noch einiges kommen. Und ich denke, der Typ, der das entwickelt hat, das wird ja nach 3 Jahren sicherlich ziemlich sein Baby sein. Und er wird das nicht einfach auf die Seite legen und denken, ja, ja, ich habe es jetzt fertig, jetzt ist es gut. Der wird jetzt einiges an Updates und Dinge noch rausbringen. Weil momentan gibt es wirklich nicht so viele Dinge zum Bauen. Aber ich zeige euch jetzt mal, was das Spiel so beinhaltet. Ich mache mal die Menüs weg, weil wenn ihr das erste Mal startet, auf Medium habt ihr so ein Haus hier. Ein Lagerhaus und ein paar Personen. Und ich habe jetzt hier einfach ein bisschen weitergebaut. Ihr könnt natürlich rein rauszoomen, mit Q und E die Karte drehen. Und WASD auf der Karte rumfahren, wie man das kennt. Und ihr könnt maximal so nahe hin. Ich habe jetzt hier Pause gerückt, weil das Wetter gerade einigermaßen gut ist. Und zum etwas zeigen ist es schon ein bisschen schöner, wenn es schöner ist. Was für ein Satz. Gut, beginnen wir mit dem Menü hier rechts unten. Diese Dinge hier. Das erste ist die Zeit. Hier können wir vorspulen, zurückspulen, Play und so weiter. Das nächste sind alle Menüs. Werden wir hier sehen. Also als erstes kommt dieses Menü. Das sind allgemeine Infos. Dann dieses Menü ist der Log, was gerade passiert und so weiter. Dann hier eine kleine Karte. Das Jobs-Menü, das lasse ich auch mal auf. Weil ich finde, diese 2 Menüs müssen immer geöffnet sein, weil diese brauchen wir die ganze Zeit. Dann, was noch wichtig ist, ist dieses Teil hier, der Pfeil ohne Strich.
dem kann man die Priorität erhöhen von Dingen, die gebaut werden sollen oder von Feldern oder Dinge, die abgerissen werden sollen oder was auch immer. Hier können wir die obere Grenze festlegen, wie viel von was gebaut werden soll. Ist einfach auch so ein Menü. Brauche ich persönlich nicht. Mit diesem hier können wir die Pfade sehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel da draufklicken und dann auf dieses Feld, sehen wir, aha, die Leute, die hier arbeiten, gehen zu diesem Haus und zu diesem und diesem Haus, können demnach auch Straßen bauen, weil Häuser und Dinge müssen nicht an eine Straße gebaut werden. Das heißt, ihr könnt irgendwo irgendwas bauen, die Leute suchen sich dann selber den Weg, sind natürlich auf den Straßen schneller. Es gibt Kiesstraßen, ich gehe mal ein bisschen dran hier. So. Es gibt Kiesstraßen hier und dann gibt es noch die Steinstraßen hier. Und die Kiesstraßen macht sie ein bisschen schneller und die Steinstraßen macht sie noch ein bisschen schneller. Aber da sehen wir das im Menü dann noch. Hier könnt ihr Punkte speichern. Ich schalte mal die Pfade wieder aus. Hier könnt ihr Punkte speichern, um schnell dorthin zu springen. Habe ich noch nie gebraucht. Und hier die Informationen von der Town Hall. Das erkläre ich euch auch später. Und hier habt ihr noch ein kleines Wiki. Ist alles in Englisch. Aber ihr habt ja mich. Ich mache euch eine kurze Erklärung von dem Spiel auf Deutsch. Sehr toll. Aber wenn ihr Englisch könnt oder auch sonst mal was nachlesen wollt, könnt ihr hier, ist wirklich alles sehr schön beschrieben hier. Gut, machen wir wieder zu und gehen zum nächsten Menü, das Baumenü. Hier könnt ihr Häuser bauen. Das erste sind die Holzhäuser, diese hier. Braun, das nächste sind die Steinhäuser, diese hier. Und das dritte ist ein Unterstand für die Obdachlosen. Das ist ein großer Block, sage ich mal, den ihr irgendwie hier zum Beispiel platzieren könnt und alle Leute, die obdachlos sind, keinen Platz in einem Haus oder Nomaden, die neu zu der Stadt kommen, wohnen dann da. Aber sie sind natürlich auch nicht wirklich glücklich da und werden auch schneller krank, weil sie frieren im Winter. Gut, das nächste, was es noch zu sagen gibt zu den Häusern, wenn ihr ein Haus baut. Ich gehe jetzt mal hier auf eine offene Stelle, Beispiel hier, seht ihr, das Haus, wie es dann aussehen wird. Jetzt ist es rot, weil ich hier nicht bauen kann, aber hier ist es zum Beispiel grün. Gehen wir mal ein bisschen hier hin. Und jetzt seht ihr die grünen Pfeile, da ist der Ausgang. Mit R könnt ihr das Ganze rotieren, drehen und mit F könnt ihr das Haus verändern. Wie wir sehen, es ist dieses Haus, dieses, könnt ihr durchschalten, immer mit F. Wenn euch eines passt, dann noch die Richtung ändern. So. Drehen und bam. Hier könnte ich jetzt das hinbauen. Nein, könnte ich nicht. Weil hier ist ja mein Apfelfeld. Drehe ich das Haus und hier. Jetzt ist es grün. Jetzt könnte ich es hier hinbauen. Tue ich jetzt aber nicht, weil ich sonst schon zu viele Häuser habe. Und ich momentan ein bisschen aufpassen will. Und ich will meinen Spielstand jetzt hier nicht ruinieren. Weil ich will nicht nochmal von vorne beginnen. 8 Stunden sind doch ein paar und ja, ihr wisst, was ich meine. Dann das nächste. Straßen. Hier könnt ihr die Straßen bauen, wie schon gesagt. Stein und Dirt, also Dreck. Dann hier Bridges. Die sehen dann so aus schlussendlich. Wo haben wir eine Brücke? Hier. Und Tunnels. Die haben wir hier. Werden dann durch den Stein geschlagen, brauchen natürlich alles Materialien. Hier wird Stein gebraucht, hier Holz und Stein, glaube ich, bin ich nicht mal sicher, egal. Weiter hier im Menü, das Lagermenü. Hier können wir Lagerhäuser bauen, das sind diese hier, habe ich 4 Stück. Zu den Menü hier kommen wir dann später. Hier sind die Außenlager, das sind diese Felder. Hier werden Stein und Dinge, Holz und so gelagert und Innenhäuser wird Nahrung und Kleidung und so gelagert. Dann hier den Market, das ist dieses Teil hier. Von hier wird die Marktangestellten holen in den Lagerhäusern oder so Dinge, bringen es auf den Markt und die Leute hier können dann immer vom Markt die Dinge abholen und müssen nicht zu den Lagern laufen oder zu den Feldern oder zu den Heilern oder so weiter.
können also alles hier beim Market abholen, ist sehr praktisch. Und das letzte hier ist die Trading Post. Das ist das Ding hier, das ist der Händler. Da kommt ab und zu hier ein kleines Schiffchen und bringt euch Materialien. Aber die Trading Post zeige ich euch dann auch noch später. Dann hier das nächste Menü. Ein Brunnen. Damit Feuer gelöscht werden, haben wir hier einen kleinen. Die Schule haben wir hier. Erkläre ich euch auch noch später. Dann ein Spital haben wir hier. Nein, die Schule ist hier und das Spital ist hier. Entschuldigung, umgekehrt. Dann die Town Hall. Die haben wir hier. Das ist das Ding. Zeige ich euch auch noch später. Die Kirche. Hier hinten. Und der Friedhof. Hier. Schon leider sehr voll. Erkläre ich euch später warum. Dann das nächste Menü sind die Nahrung. Das erste sind die Felder. Wie diese hier. Könnt ihr einfach ein Feld ziehen und dann, je nach Samen, die ihr habt, könnt ihr das dann bepflanzen. Mit verschiedenen Dingen. Das nächste sind die Obstbäume. Und hier die Felder. Dann als nächstes die Häge für die Tiere. Habe ich hier Kühe, Schafe und Hühner. Die Fischerei habe ich hier oben eine. Und die Jagdhütte. Die ist hier hinten weit weg. Das ist, nein, das ist das Teil hier. Die Jagdhütte. Und die Gatherers Hut, die habe ich auf der anderen Seite. Und zwar hier. Der Typ legt Kräuter und so weiter. Kommen wir aber auch noch später dazu. Dann das nächste Menü. Ich mache das hier wieder weg. Hier haben wir die wichtigen Dinge, die die Leute brauchen zum Leben. Das erste, Woodcutter haben wir hier. Der macht aus den Stämmen Feuerholz. Das nächste, Forester Lodge, haben wir hier unten ein paar. Hier. Der pflanzt und fällt Bäume. Der nächste ist der Herbalist. Der habe ich hier. Der macht Medizin aus Kräutern, die er sammelt hier im Wald. Dann das nächste, der Blacksmith. Der ist hier oben. Dieses hier. Der macht Werkzeuge. Der nächste, der Tailor. Dieser hier. Ups. Der macht Kleidung. Das nächste, der Tavern. Das ist der Brewer. Die Taverne. Der macht Alkohol aus verschiedenen Früchten. Und was haben wir hier noch? Die Mine. Das sind diese zwei. Einmal Eisen, einmal Kohle. Das sind übrigens die einzigen zwei Dinge, die ihr minen könnt. Und hier haben wir noch den Steinbruch. Hier hinten. Gut. Das letzte Menü. Dieses hier ist das Abreißmenü. Ich schließe das hier kurz. Das erste, mit dem könnt ihr Häuser und Felder abreißen. Das zweite könnt ihr hier zum Beispiel einfach alles, also das heißt Steine, Bäume, Holz und Eisen abbauen. Das nächste, nur Bäume, nur Steine, nur Eisen, könnt ihr auch separat abbauen lassen. Und hier noch das Straßenabreißtool, wenn ihr eine Straße abreißen wollt. Und hier das Aufheben-Tool, wenn ihr was markiert habt, aber es dann doch nicht abreißen wollt, geht ihr einfach mit diesem hier nochmal drüber und könnt die Markierung aufheben. Genau, gut. Das zu diesem Menü hier unten. Als nächstes schauen wir uns mal kurz die Jobs an. Das ist dieses Fenster hier. Es ist also in diesem Spiel wirklich so, jede Person, die ihr hier seht, hat einen Job. Ihr seht, ihr könnt die einzelnen Personen, wo ist eine, hier anklicken. Dann geht ein Menü auf und ihr seht, wie er heißt, wie es ihm geht, wo er herkommt, was er arbeitet und so weiter, was er bei sich trägt. Der hier macht gerade gar nichts. Und wirklich jede Person, die ihr hier seht, hat eine Aufgabe. Nicht wie in anderen Spielen. City. Ihr wisst, was ich meine. Jede Zahl, die ihr hier seht in den Menüs, die ist auch wirklich so. Also diese 98 Leute sind wirklich hier irgendwo verteilt. Das heißt, ihr könnt hier natürlich die Jobs, die Leute verteilen. In dieser Spalte seht ihr, wie viele Leute ihr gerade eingeteilt habt. Und diese Spalte zeigt euch die optimale Menge an. Also zum Beispiel
Hier beim Builder, ich baue nichts, also brauche ich auch keinen, also habe ich auch keinen eingeteilt. So nach diesem Prinzip funktioniert das. Farmer, da jetzt Sommer ist und alle ihre Felder bestimmen wollen, nicht bestimmen, bestellen wollen, sagt hier Hochdeutsch, glaube ich, habe ich hier natürlich 46 Farmer, damit alles schön bepflanzt wird und dann auch geerntet werden kann, bevor der Winter wieder kommt, damit alle Leute hier genügend zu fressen haben. Weil die Leute in diesem Spiel sind echt gierig, die brauchen sehr viel Nahrung. Mir manchmal ein bisschen unerklärlich, wie viel Nahrung die brauchen, aber naja. Man kriegt es in den Griff nach einer gewissen Zeit, aber es ist nicht einfach. Das kann ich euch sagen. Ja, so viel zu diesem Jobs-Menü. Hier könnt ihr, wenn ihr irgendwo mehr Leute braucht, einfach ein paar Leute rausnehmen. Oder wenn ihr seht, Miner habe ich genug, zum Beispiel Eisen habe ich genug und Kohle, dann könnt ihr hier einfach auf 0 klicken. Dann kriegt ihr hier oben zwei leere Personen. Die könnt ihr dann wieder auf etwas anderes verteilen, die ihr wollt, oder einfach hier belassen. Weil die Leute, die hier eingeteilt sind, sind die Leute, die euch die Bäume fällen und die Steine abholzen und Dinge transportieren und so weiter und so fort. Auch wenn Leute erwachsen werden, also das heißt in diesem Spiel, kriegen die Leute Kinder. Wenn die genug alt sind, gehen sie in die Schule. Wenn sie aus der Schule dann kommen, landen sie hier. Wenn sie erwachsen sind, landen sie hier. Und diese Leute hier könnt ihr immer verteilen. Wenn ihr gerade nichts abbauen wollt oder keine Ahnung, abreißen oder so, könnt ihr hier eigentlich diese Leute, die hier stehen, immer auf die Jobs verteilen. Außer ihr benötigt keine, dann könnt ihr sie hier belassen natürlich. Aber die Leute, die Kinder, die aus der Schule kommen, landen hier. Wenn sie erwachsen werden, sind sie hier. Gut, das ist so viel zum Jobs-Menü. Dieses kleine Menü hier zeigt euch an, wie eure Stadt heißt, die Jahreszeit, die Jahre, die ihr gespielt habt. Ich habe jetzt 67 Jahre gespielt. Dann hier die Leute, dies sind die Erwachsenen, die Studenten und die Kinder. Das Wetter und so weiter. Hier noch ein paar Angaben zu den wichtigsten Stoffen, die ihr braucht, wie Holz, Stein und so. Hier der Zustand eurer Leute. Mein Hochdeutsch ist heute nicht so wirklich der Shit, wie wir in der Schweiz sagen, aber naja, was soll ich machen? Hier die Herzen sind der Gesundheitszustand und die Sterne, den Zufriedenheit, also die Glücklichkeit eurer Leute. Und hier noch der Alkohol, habe ich momentan keinen, weil Alkohol macht eure Leute glücklich. Wie auch die Kirche und die Friedhöfe, wenn sie ihre Leute beerdigen können, werden sie glücklich. Wenn sie beten können, werden sie glücklich. Und wenn sie Alkohol trinken können, werden sie glücklich. Meine Friedhöfe hier sind leider alle voll. Wieso das? Meine Leute sind, ich habe hier das abbauen wollen und die Kirche hinstellen. Habe nicht gemerkt, dass sie hier nicht durch diesen kleinen Fluss laufen können. Dann sind sie hier runtergelaufen, runter. Haben dann irgendwann gemerkt, ups, da geht es nicht weiter. Ihr seht, die Karte ist ziemlich groß. Sind dann hier runtergelaufen, hier irgendwo rauf und sind hier erfroren. Weil sie es nicht geschafft haben. Darum sind mir sehr, sehr viele Leute gestorben und sind dann natürlich hier auf dem Friedhof gelandet. Bis ich das gemerkt habe, dass ich hier eine Brücke bauen muss. Und jetzt funktioniert das wunderbar. Jetzt habe ich hier meine kleine Holzhütte. Zu dem kommen wir als nächstes. Das ist die Forester Lodge. Diese hier könnt ihr eingeben. Ihr seht hier den Kreis. Und in diesem Kreis werden Bäume gepflanzt und gefällt. Das könnt ihr hier an- und abwählen. Braucht natürlich auch Leute, die hier arbeiten. Das seht ihr hier, wo wir gerade bei diesem Menü sind. Wenn ihr etwas anklickt, geht dieses Menü auf hier. Da seht ihr, in diesem Gebäude hier sind 4 von 4 Leute. Insgesamt habe ich 15 Forester, weil ich mehrere Forester Lodges habe. Hier könnte ich noch sehen, wie viel abgebaut und angebaut wird. Also in der letzten Saison waren es 81, in der jetzigen Saison sind es 39. Ups. Mit diesem könnt ihr es zentrieren, das was ich gerade gemacht habe. Und den Pin kennt jeder, könnt ihr mehrere Fenster irgendwo hinpinnen, damit das bleibt. Na gut, hier noch das Limit. Also insgesamte Holzlimit, das ich festgelegt habe, ist 5000.
Wir haben momentan 3300 Holz und sie werden nicht mehr abbauen als 5000. Das kann ich hier einstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kirche anklicke, habe ich ein ähnliches Menü, aber nicht so aufwendig, weil es ist ja nur die Kirche, da kann man nichts machen, da kann man nur ein- und ausschalten. Aber wie ihr seht, auch die Kirche braucht natürlich einen Pastor. Hier seht ihr einfach noch die Members, also die Mitglieder. Und dasselbe könnt ihr überall machen. Hier noch ein bisschen weniger. 72 Gräber von 72 sind belegt. Aber wenn ich das zum Beispiel bei den Trading Post mache, seht ihr, oh, ein riesen Menü. Da kommt dann ein Typ mit seinem Bötchen, hält hier an und dann kann ich hier zum Beispiel beim ersten Reiter mein Inventar. Dieser Inventar ist nur für die Trading Post. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel bei den Bohnen meine Zahl erhöhe, holen Leute aus meinem Lager Bohnen und lagern sie hier. Das seht ihr in diesem Fenster. Ich habe jetzt in meinem Fall Baumstämme 1600 angefordert, die hier abgelagert werden. Momentan 35, weil ich erst gerade getauscht habe. Was es zu sagen gibt, in diesem Spiel gibt es kein Geld. Es wird alles nur getauscht. Und dann seht ihr, wenn ein Typ mit seinem Bötchen kommt, könnt ihr hier auf Trade klicken. Dann seht ihr in diesem Fenster, was er anzubieten hat. Und in diesem Fenster, was ich ihm bieten kann, um den Tausch abzuschließen. Also das heißt, hier steht dann zum Beispiel einmal Kuh kostet 3000 Punkte, sage ich mal. Und ich möchte dann eine davon. Und ich muss dann dieselbe Punktzahl mit meinem Holz erreichen. Wenn er Holz will. Jeder Händler, der kommt, hat andere Sachen dabei und will auch andere Sachen. Die Preise sind unterschiedlich. Also lohnt es sich, wenn es nicht pressiert, auch mal einen Händler wieder wegzuschicken. Das könnt ihr hier mit Dismiss machen. Und auf den nächsten warten und hoffen, dass der das bessere Zeug dabei hat. Hier könnt ihr noch einen Autokauf machen. Hier könnt ihr einfach einstellen, wie viel gekauft werden soll, wenn der richtige Händler kommt. Und hier oben noch einstellen auf nie, wenn er kommt oder wenn er geht. Und auf dem letzten Fenster seht ihr dann, könnt ihr Bestellungen aufgeben. Wenn ein Spieler hier ist, seht ihr dann, zum Beispiel der Tierhändler ist hier. Dann kann ich Tiere wählen, hier, die ich bestellen will. Und wenn ich Glück habe, bringt er mir das nächste Mal, wenn er kommt, diese mit. Und wie ihr seht, die Liste ist lang, aber leider leer. Gut, soviel zu der Trading Post. Dann gibt es hier noch die Fischerei. Könnt ihr auch anklicken. Dasselbe hier. Ihr könnt die Limits setzen und die Leute setzen und dann arbeiten die mehr oder weniger selbstständig. Fischen dann hier, bringen die Scheiße in die Lagerhäuser. Hier. Oder auf den Market. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob die das direkt auch bringen. Kann sein, muss aber nicht. Egal. Dann, was gibt es noch zu zeigen? Hier die Town Hall. Hier habt ihr eigentlich eine große Übersicht über alles, was abgeht. Das Jobs-Menü nochmal. Wie viele Leute, wie viele Familien, wie viele Häuser und so weiter. Hier seht ihr, ich habe jetzt 50 Häuser und 58 Familien. Also könnte ich noch ein paar Häuser bauen. Im Hintergrund, das mache ich nachher. Dann hier seht ihr noch die Limits, könnt ihr hier einstellen, wie viel ihr von was habt, denn die Grafiken, was, wie, wo, Popularität und so. Nomaden, wenn Nomaden von außerhalb kommen, könnt ihr hier annehmen oder ablehnen. Und hier seht ihr, was ich bereits getauscht habe mit Händlern. Diese Dinge hier noch nicht. Und die Town Hall ist wirklich sehr praktisch, würde ich aber nicht gerade am Anfang bauen, weil sie ist nicht überlebenswichtig. Und hier in diesem Spiel ist es wirklich wichtig, dass ihr den Winter übersteht. Und wie gesagt, die Leute sterben relativ schnell an Kälte oder wenn sie kein Feuer haben im Haus, nichts zu essen haben, wie es auch ist. Ja, soviel dazu. Gut, jetzt als nächstes, was haben wir hier noch? Eigentlich noch hier. Der Herbalist, der macht Medizin für die Leute. Das heißt, die Leute, er sammelt hier Kräuter, bringt die zu den Lagerhäusern oder zum Market
Und die Leute, wenn sie krank sind oder irgendwas, können sie das hier wieder abholen. Und das macht eigentlich der Herbalist. Wie ihr seht, habe ich mehr als genug Kräuter. Und darum habe ich auch nur einen von 2 möglichen eingestellt. Was wir hier noch haben, der Forest Lodge hatten wir schon. Und der Gatherer's Hut, der ist dazu da, der sammelt Wurzeln und Pilze und Dinge wie das. Ja, gibt dann auch Nahrung und zum Handeln. Genau. Gut, dann weiter hier runter zum, das ist ein kleines Wohnhaus, zu der Hunting Cabin. Das sind die Jäger. Die jagen hier in diesem Kreis Tiere für Nahrung und Leder. Der Steinbruch ist eigentlich auch nicht viel zu sagen, ist halt ein Steinbruch. Hier können bis zu 15 Leute arbeiten. Dann gibt es hier die Minen. Hier könnt ihr umstellen zwischen Kohle und Eisen. Ich habe jetzt hier beide auf Kohle gestellt, weil ich 0 Kohle habe, aber auch gar keine Mitarbeiter. Noch kurz zu der Beschreibung von diesen Symbolen. Wenn ein Fragezeichen hier ist, habt ihr keine Leute, die hier arbeiten. Wenn ein Pfeil mit einem Strich hier ist, habt ihr das Limit erreicht. Also, Close Limits seht ihr hier jetzt beim Taylor. Das Limit von 150 ist erreicht und dann kommt dieses Zeichen. Dieses Zeichen hier heißt, er hat keine Materialien. Dieser hier braucht für meine Werkzeuge, hier, ich habe jetzt das Stahlwerkzeug, braucht ihr Holz, Eisen und Kohle. Da ich momentan keine Kohle habe, kann der nicht arbeiten und dann kommt dieses Symbol. Und das letzte Symbol ist das Stoppzeichen hier. Das ist einfach, wenn ihr den Betrieb anhält. Das kann man hier machen. Entweder auf diesen können wir hier wechseln. Oder wenn es was anderes ist, können wir hier ein- und ausschalten. Mache ich jetzt nicht, sonst muss der wieder eingestellt werden nachher. Das will ich nicht. Das zu den Symbolen. Jetzt, was ihr noch braucht in diesen Menüs, ist hier, könnt ihr teilweise umstellen, wenn ihr nicht, ich zeige euch das besser hier, mit den Kleidern, hier gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Am Anfang Leder ist das einfachste zu besorgen mit der Jägerhütte, also würde ich das nehmen am Anfang, Entschuldigung. Dann haben sie eine leichte Jacke, mit Wolle eine mittlere Jacke und mit Leder und Wolle eine warme Jacke. Ist eigentlich selbsterklärend, einfach nur zum Sagen, hier kann man das einstellen und ändern. Und immer auch ein bisschen auf diese Symbole hier achten. Also wenn ihr jetzt hier das Symbol wäre mit dem Verbotszeichen, würde ich einfach da draufklicken und sehe, Leder habe ich ja, kein Problem, hier ändern und dann ist das wieder okay. Und geht weiter so. Gut, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen will. Die Felder, mit denen funktioniert es so. Hier könnt ihr hier ein- und ausschalten, ob überhaupt gearbeitet werden soll. Hier könnt ihr sofort abholzen. Ihr seht hier der jeweilige Zustand. Also momentan ist es 98%, weil wir Sommer haben. Im Herbst wird dann geerntet. Wenn ihr sofort ernten wollt, könnt ihr hier draufklicken. Dann gibt es natürlich auch weniger Ertrag, aber wenn manchmal Hunger ist in der Stadt, ist es besser, man erntet und die haben was zu fressen, als man hat gar nichts, die sterben und man muss wieder von vorne beginnen mit Kindern und so. Hier könnt ihr noch wählen, was in der nächsten Saison gepflanzt werden soll. Ich habe jetzt hier schon ein paar Samen getauscht. Könnt ihr hier einfach wählen und dann wird in der nächsten Saison hier das angepflanzt. Genauso funktioniert es auch mit den Früchtebäumen. Der einzige Unterschied, hier könnt ihr noch Cut, weil hier dauert es 2, 3, 4, ich bin nicht sicher wie viele Jahre, bis die Bäume stehen. Und wenn die Bäume aber stehen, dann ernten wir jedes Jahr Früchte, bis die Bäume aber stehen. Oder wenn Krankheiten oder irgendwas die Bäume angreift, können wir sie hier abcutten, abschneiden, abfällen oder wie man das sagt. Und von neuem beginnen zu pflanzen. Dauert eine gewisse Zeit, aber manchmal ist es einfach nötig, das können wir hier tun. Gut, dann hätten wir eigentlich alles, dasselbe funktioniert auch mit den Tieren natürlich. Der einzige Unterschied,
kann ich jetzt euch nicht zeigen, ist Split oder Empty. Empty ist ganz einfach, wenn man was leeren will. Also, ja. Hier können wir wählen, das kann ich jetzt hier nicht wählen. Wenn einmal Tiere drin sind, können wir nicht mehr ändern. Außer wir verschieben sie in ein anderes Gehege. Ich müsste jetzt hier ein Gehege bauen. Dann könnte ich diese hier zum Beispiel mit Empty in dieses Gehege verpflanzen. Oder mit Split könnte ich diese Tiere die Hälfte nehmen und teilen in das andere Gehege noch. Work ist einfach für den Schäfer, dass der hier arbeitet, kann ich ein- und ausschalten. Wenn der nicht arbeitet, sterben die Tiere mit der Zeit. Und hier kann ich natürlich dann, wenn ich ein neues Gehege gebaut habe, das Tier wählen. Wie gesagt, Tiere habt ihr nicht, könnt ihr nicht fangen am Anfang. Ihr müsst die tauschen hier. Und es ist ein bisschen die Glückssache und sie sind auch relativ teuer, aber zum Glück vermehren sie sich ja. So haben wir eigentlich keine großen Probleme mit dem Ganzen. Gut, wie ihr seht, die Karte ist eigentlich ziemlich groß. Ich spiele jetzt 67 Spieljahre und wie ihr seht, es hört einfach nicht auf. Ich kann in alle Richtungen ziemlich lang fahren. Jetzt habe ich hier so, Grenze erreicht, noch auf dieser Seite hier. Also ihr seht, ich habe noch einiges vor mir. Ich hoffe sehr, dass bald einige Updates kommen mit mehr Dingen, die ich bauen kann. Hier wieder schauen, wo wir sind. Wieder hier in die Stadt zurück. Eine gute Kamera wählen. Jetzt kann ich eigentlich Pause mal rausnehmen, dass ihr mal seht, wie sich das Ganze so bewegt. Ich mache jetzt hier mal auf zweifache Geschwindigkeit. Und dann könnt ihr sehen, wie dann langsam hier abgeerntet wird. Eigentlich könnte ich jetzt noch ein bisschen schneller machen. So, und kurz einmal ein Haus aufstellen, dass ihr auch seht, wie das funktioniert. Ich baue mein Haus jetzt einfach mal. Wo soll das hin? Hier hinten. Drehe ich das noch kurz, dass es an die Straße passt. Setze das hier hin. Und jetzt kann ich eigentlich zuschauen, wie die Leute kommen. Hier abholzen. Habe ich auf. Mache ich kurz auf 10. Maximal Geschwindigkeit, dass ihr das seht. Jetzt kommen die Leute, jetzt seht ihr, hat sich hier das verändert, Bilder auf 2, jetzt habe ich aber auch nur einen hier, also das heißt, ich muss jetzt irgendwo einen abziehen, das heißt, ich nehme jetzt einfach einen Stone Cutter, weil der ist nicht so wichtig, setze ihn hier hinzu und jetzt seht ihr, jetzt werden hier die Bäume und die Steine und all das entfernt, dauert eine Weile, dann wird das Material gebracht hier. Und der Grundstein ist gelegt. Wenn ich jetzt keine Bilder gewählt hätte, würde es so stehen bleiben, bis ich Bilder wähle. Aber da ich die gewählt habe, kommen auch schon die ersten. Wir können hier auf draufklicken und der Fortschritt, ihr seht, 4 Bäume wurden entfernt, 16 Holz, 8 Steine und wurden gebracht. Und hier ist der Fortschritt der Bauarbeiter, den sehen wir hier auch nochmal mit einem Balken. Den wir jetzt ein bisschen wegnehmen hier. Wir können das Ganze natürlich auch hier pausieren. Und wir sehen, wie das Häuslein entsteht. Boom. Und da ist es schon. Mit 2 Einwohnern, die natürlich nur hier wohnen. Also wenn ihr ein Haus baut, habt ihr nicht automatisch mehr Einwohner. Das passiert wirklich nur über Pärchen. Und die sammeln jetzt natürlich ihr Inventory. Wir haben jetzt nicht so viel. Wenn wir ein anderes Haus anklicken, hier zum Beispiel. Gut, das hat jetzt auch nicht so viel. Die haben ein bisschen mehr. Können wir hier sehen, was die alle so sammeln. Und das ist eigentlich noch ganz cool gelöst. Also wirklich jede Zahl, die ihr hier seht, ist wirklich identisch mit allen Zahlen in euren Menüs und nicht so wie in Teilen anderen Spielen von ihr. Ja. Gut, soviel zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein Let's Play oder irgendwas zu dem Spiel sehen wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Channel. Hier werden noch viele Tutorials oder Reviews oder irgendwas kommen, auch in Englisch oder auch mal in Schweizerdeutsch, wenn ich gerade Bock drauf habe. Also, liebe Schweizer, abonniert mich. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und drückt den Abonnieren-Button. Drücken oder schreibt was in die Kommentare. Über jedes Feedback freue ich mich. Ja, soviel zu dem Thema und wir sehen uns demnächst. Bye, bye.
Even dykes wanna get it. Screaming I'm the man every night when I hit it.